Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Es ist draußen kalt, neblig, düster. Wir sind in der Woche von Halloween und da passt es doch wunderbar, dass wir jetzt jeden Tag eine neue Folge von Grauen bringen, der Hörspielserie, die euch das Gruseln lehrt. Und diese Idee, jeden Tag eine Folge rauszuspielen, die hatte die Frau, die bei mir ist, Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Jetzt bringst du mich in eine ganz schöne Zwickmühle, weil ich war das nicht. Aha. Die Idee kommt nicht von mir. Ich hätte jetzt natürlich so tun können. Natürlich, Wolfram, war das meine super Idee. Erinnerst du dich, vor 18 Monaten habe ich vorgeschlagen, wie schön wäre das. Jeden Herbstabend. Aber jetzt frage ich mich, habe ich nicht gemacht, diesen Weg habe ich nicht gewählt, aber ist das jetzt eine Form von Kritik von dir an mir, dass ich nicht mit so einem Vorschlag gekommen bin? Nee, ich dachte wirklich, es wäre deine Idee gewesen. Ist es nicht? Woher kommt der Vorschlag? Ich vermute von dir. Ist das jetzt eine perfide Art von dir, Lorbeeren einzuheimsen? Nee, auch nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist jetzt genau so ein Fall, ne? Also mir passiert es tatsächlich ab und zu mal, dass ich zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen an Texten arbeite, zum Beispiel mit Simon, die Dramaturgin, Produzentin von Grauen. Und dann sage ich, hey, guck, das war doch eine super, Simon, guter Einfall hier, wie du da gekürzt hast. Und sie meint dann, nee, das warst jetzt zum Beispiel du, oder es ist einfach überhaupt nicht mehr klar, wer was gemacht hat und dass man immer in der Situation drin ist, eben. Nimmt man das Lob einfach mit und sagt, ja, war jetzt ein toller Einfall von mir? Oder wie geht man damit um? Was jetzt so klein und harmlos klingt, das ist heute in der Grauen Folge ein ganz großes Dilemma für Besim. Genau. Von dem erfahren wir immer gar nicht so viel. Er bleibt nicht wirklich shady, aber eigentlich erleben wir ihn meistens im öffentlichen Raum, meistens auf Reisen. Und diesmal gibt es einen sehr privaten, intimen Einblick in sein Leben. Genau, Privatleben und das neu begonnene Berufsleben. Über einem schwebt immer noch die Prophezeiung, die alle 4 vom Lagerfeuer bekommen haben. Er werde sich selbst umbringen. Viel Vergnügen bei der 48. Folge von Grauen. Be Your Best Self. Viel Spaß. Eine alte Frau, sie sagt allen voraus, wann und wie sie sterben. Du stirbst mit 37 Ich bin 37. und du brennst dich um. Ich bring mich um. Was für ein Scheiß. Ich bin der Letzte, was ich will umbringen. Wann bist du heute heim? Weiss es noch nicht. Wir können ja noch mal telefonieren. Besim, ich finde, du solltest wirklich noch einen Tag daheim bleiben. Ja, mir geht's gut. Sorry, aber es muss doch erlaubt sein, krank zu sein, auch wenn man erst gerade neu angefangen hat. Es ist schon erlaubt, aber es macht halt keinen guten Eindruck. Die Arbeitskultur bei euch ist echt... Pass auf, das Velo! Mann! Idiot! Hast du ihn gesehen? Der hat genauso ausgesehen wie du. Einfach in mega sportlich. Ja, dann sollte er aber auch so gut auf dich aufpassen wie ich. Billige Kopie. Das stimmt. Ey, bis später. Ja, ciao. Hallo. Morgen. Hey. Da ist ja unser Star. Ich muss es einfach nochmal sagen. Jesus Christ. Wie du gestern den Pitch gerockt hast. Next level. Pitch gestern? Genau. Die unterschreiben.
Da bin ich 99% sicher. Und das ist 100% dein Verdienst. Ich bin die gestern. Ich bin völlig K.O. Das glaube ich. Ist sicher mega anstrengend, so ein Rockstar zu sein. Aber ich bin gestern gar nicht arbeiten. Hallo. Guten Morgen. Psst, hey. Messi. Hey, Yannick. Gratuliere, Mann. Gratulieren? Für was? Für was? Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir gestern eine Festanstellung an Land gezogen hast. Gestern? Der Roger hat von einem Pitch von gestern geredet. Alle im Büro reden davon. Na, wie fühlt sich das an? Also Yannick, auch wenn man neu ist, sollte es erlaubt sein, einen Tag krank zu sein, ohne dass man gerade gemobbt wird. Wirklich. Sorry, aber jetzt komme ich gerade nicht mehr raus. Ich habe gestern nicht geschafft. Du hast gestern nicht geschafft. Nein. Ey, was machst du? Zeig mal deine Augen, Bessin. Hast du irgendetwas reingepfiffen? Gestern vielleicht ein bisschen zu viel Party gemacht, hä? Janik, dein Kunde ist da. Die Firma Kneubühler. Ich komme! Nein, ich habe sicher nichts genommen. Also 2 Paracetamol, aber ich kann nicht... Okay, hol dir mal einen Kaffee, check deine Mails und dann nachher reden wir noch mal. Ist gut? Okay, ciao. What the fuck? Hey, ich bin's. Hast du eine Minute? Nein, eigentlich nicht wirklich. Ich muss in ein Meeting. Was ist los? Hey, das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber bin ich gestern kurz ins Büro gegangen? Ins Büro? Ja. Nein, du bist nicht mal aus dem Haus. Weißt du nicht mehr? Krank, mit Fieber und Halsweh. Doch. Aber vielleicht bin ich ja einfach kurz vorbeigegangen, also ins Büro meine ich. Ich bin im Homeoffice und du bist fast den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen. Pesim, hast du immer noch Fieber? Nein, es ist nur... Was? Ich habe ein paar Mails von gestern gefunden, wo ich mich im Fall nicht erinnern kann, dass ich die geschrieben habe. Du hättest wirklich noch mal daheim bleiben. Nein, es geht schon. Wir sehen uns daheim. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, sorry, ist ein bisschen verbrannt. Fertigpizza mit Bier und ohne Salat. Wenigstens kann es niemand sagen, dass wir Snobs sind, was Essen angeht. Hey, wer kocht, entscheidet, was es gibt. Kochen ist gut. Willst du mir nicht mal selber Sushi machen? Das Messer, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Seitdem nichts, kein einziges kleines Röllchen. Ja, okay. Versprochen, sobald ich ein bisschen angekommen bin im Job, zaubere ich dir ein ganzes Menü an. Okay? So. Apropos Job. Ja. Hast du eigentlich noch herausgefunden, was mit diesen Mails war? Ja, das war irgend so ein Durcheinander mit dem Server oder so. Ich habe mir kurz wirklich Sorgen gemacht, wo du nicht mehr gewusst hast, ob du ins Geschäft bist oder nicht. Ja. Es ist gerade wirklich ein bisschen viel los. Alles gleichzeitig, weißt du. Hey, aber es sieht gerade wirklich so aus, dass ich einen Festvertrag bekomme. Ach jetzt? Ja, es ist noch nicht offiziell, okay? Aber ich habe den Roger bei einem Meeting mit Kunden krass beeindruckt gestern. Oder vor kurzem. Mega! Ja. Cheers! Cheers. Ja, mega cool. Ich habe den Pitch einfach gerockt. Und bin mega im Flow gewesen. Oh. Und für was für einen Kunde ist es? Für was für einen Kunden? Ja, also die Privatbank oder die zwielichtige Pharmafirma, die du mal erwähnt hast. Nein, die Bank. Also das, Was ist los? Ich kann mich nicht mehr an den Pitch erinnern. Du kannst dich nicht mehr an den Pitch erinnern? Ich weiss nicht einmal mehr, für welchen scheiß Kunde der Pitch war. Du bist wahrscheinlich einfach so im Flow gewesen, oder? Aber der Pitch war gestern. Und dann bin ich doch daheim den ganzen Tag. Das hast du doch vorher selber gesagt. Okay, aber dann war der Pitch nicht gestern, sondern an einem anderen Tag. Nein, der war gestern. Alle im Büro reden davon. Und alle sagen, ich sei voll der Held gewesen. Und die Mails, von denen ich dir erzählt habe, ich kann mich im Fall nicht erinnern, dass ich die geschickt habe. Fuck.
Vielleicht hast du dich einfach von daheim aus geschickt. Du hast Fieber gehabt und kannst dich wegen dem nicht mehr daran erinnern. Vielleicht. Aber wieso sagen dann alle, dass ich im Büro war? Du hast im Schlafzimmer gearbeitet. Kann es nicht sein, dass ich doch noch rasch raus bin? Klar, theoretisch schon, aber... Eben, also ja, oder? Dann haben wir es ja, das ist eine logische Erklärung, siehst du. Gut. Super. Hey, der Yannick hat von so einer Serie erzählt. Schnell. So ein bisschen Comedy, so ein bisschen Horror. Es ist irgendeine Verfilmung von einem Podcast, Vollmond, irgendetwas, scheint. Vielleicht könnten wir die... Warte mal, Schein. Warte mal. Langsam machen wir irgendwie wirklich Sorgen. Oh Mann, fang jetzt bitte nicht an, Dr. Google fragen. Doch, da müssen wir jetzt einfach etwas unternehmen. Da. Akute Amnesie ist oft eine Folge der Schädigung des Gehirns oder einer Gehirnerkrankung. Fuck. Ja. Mögliche Ursachen: Kopfverletzung, Schlaganfall, Hirntumor, Blutpfropfen, frühe Demenz. Ey, du musst zum Arzt. Wir machen es uns jetzt gemütlich. Bitte. Besim. Okay. I wanna be software. Upload my mind. Take all my data. What will you find? Okay. Notiz an mich selber. Es ist Mittwoch. Ich habe vorher gerade noch die ins Geschäft gefahren und ihr versprochen, dass ich einen Termin beim Arzt machen werde. Jetzt ist 8:13 Uhr und ich habe jetzt gerade parkiert. Yannick, sein Auto ist natürlich schon da, der verdammte Streber. Wow! Verdammte Scheiße! Hallo, Roger. Holy shit! Du hättest dein Gesicht gesehen. Ja. So gut. Shit! Du hast den Kaffee über dein Hemd geleert. Ja. Sorry. Hey, kein Problem. Was sitzt du da eigentlich im Auto? Machst du Yoga? Nein, ich mache mir nur ein paar Notizen, weißt du. Hey, nice. Immer am Liefern. Hey, ich habe mir noch überlegt. Könntest du die Nummer mit dem Singen und Tanzen bei BQ Invest nochmal abziehen? Ja, hast du den Erfolg vom Montag wiederholen? Do your magic. Ja, kein Problem. Geiles Sieg. I wanna be software. I wanna be code. Okay. Es ist 10:10 Uhr, ich bin im Büro. Ich finde kein PowerPoint und keine Notiz auf meinem PC. Und langsam bin ich mir ziemlich sicher, dass die ganze Sache mit dem scheiß Pitch nur ein Prank ist. Oder vielleicht irgend so ein scheiß Test mit dem, was der Roger will herausfinden, wenn ich reagiere. Ob ich durchdrehe oder so. Aber den Gefallen mache ich ihm nicht. Nein, vergiss es. Egal. Den Arzt brauche ich nicht. Darum verschiebe ich jetzt den Termin. Das ist ja genial. Oder nur davon reden. So Wollen Sie? Ey, was ist das? Nein. Ja, was ist das? Ey, das bin ja ich? Ja? Abschließen möchte ich mit einem Zitat von dem einen Motherfucker in unserer Branche, nämlich Scott Sorrell. Er sagt, you make the world a better place by making yourself a better person. Und genau das gilt auch für Unternehmen. Und damit kommen wir zurück zu der Frage. Und jetzt frage ich Sie direkt. Hey, das ist so Wollen Sie ein Teil der fucking gut. Transformation sein oder nur davon reden? Wollen Sie? Ja. Nein. Noch einmal. Wollen Sie ein Teil der agilen Transformation sein? Ich kann Sie immer noch nicht hören. Ja. Du, mein Chef Roger wird Ihnen jetzt erzählen, wie wir Ihnen dabei behilflich sein können. Roger, komm. Das ist es. Wenn das mal kein Warm-up ist. Hey, du solltest im Fall so TED-Talks geben, wirklich. Weiß nicht. Jetzt tust du schon wieder so bescheiden. Nuschelst irgendwie um. Als hättest du so einen On-Off-Schalter. Ja, vielleicht habe ich das auch. Ich brauche einen Kaffee. Soll ich dir einen mitbringen? Nein, I'm good. Danke. Mama, you make the world a better place by making yourself a better
Person. Fantastisch. Fuck. Okay, alles hat eine logische Erklärung. Alles hat eine logische Erklärung. Kaffee. So. Shit! Hey Besim, wie geht's? Lebst du noch? Nein, sorry. Ich wollte noch kurz fragen, wie es dir geht. Wenn du willst reden wegen dem ganzen Prophezeiungszeug, melde dich, okay? Nur der Schwarzkaffee funktioniert. Okay. Ich glaube, die anderen haben schon gemeldet. Das kommt sicher bald jemand reparieren. Wir könnten ja auch schnell ins Kaffee nebendran gehen. Ein bisschen austauschen, so unter uns Neuen. Ja. Ich glaube, ich muss mich leider vorbereiten auf... Okay. Nora, alles gut? Dein Kaffee ist fertig. Danke. Ob alles gut ist? Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du mich gerne wiedersehen willst, aber dahinter ist angekommen. Wieder gesehen? Ja, okay, es war nur ein One-Night-Stand. Du musst dir keine Gedanken machen, wir sind beide erwachsen. Das kann einfach mal passieren. Nein, da ist gar nichts. Von was redest du? Aber vielleicht passiert es ja mal wieder. Nora! What the fuck? Kannst du mal bitte... Nora! Wieso läutest du an? Wieso? Bist du jetzt wirklich zu faul, zum Stegen aufzulaufen, um mit mir zu reden? Ida, ich bin im Büro. Ha, mega lustig. Ich höre doch, dass du im Keller am Trainieren bist. Ey, willst du mich gerade verarschen? Ich bin im Fall am Arbeiten. Besim, sorry, ich habe wirklich keinen Bock drauf. Komm rauf, wenn du mit mir reden willst. Ida? Mann, was... Wie sagst du? Da ist die Mailbox von der Ida. Bitte Nachricht nach. Shit. Ein Einbrecher, Mann! Nimm ab. Da ist die Mailbox von der Ida. Bitte Nachricht nach. Ida, du musst aus dem Haus raus. Nicht ich bin im Keller, es ist ein Einbrecher. Du musst dort raus, jetzt, sofort! Ida. Besim, what the fuck? Ich muss schaffen. Sorry, ich muss auf morgen abstellen. Psst. Hörst du das? Ein Einbrecher. What the fuck? Auf dem Laufband? Sei vorsichtig, okay? Wollen wir nicht besser die Polizei anrufen? Vielleicht gehst du zuerst besser selber schauen. Mhm. Es kommt alles gut. Okay. Hä? So, Scheißding. What the fuck? Da ist niemand! Warum schmeckt es denn so, als hättest du trainiert? Ich habe aber nicht trainiert. Ich komme doch direkt vom Arbeiten. Besim, wirklich. Was soll das? Ich find's nur lustig. Ich habe doch gar nichts gemacht. Besim, es langt. Aber... Want that, want those. You better move. Mittwochabend, 8:30. Ich habe den Stecker vom Laufband rausgezogen. Das war sicher etwas mit der Elektrik oder so. Die Ida ist trotzdem überzeugt, dass ich sie verarsche. Die Stimmung ist auf jeden Fall richtig schlecht. Naja, und sie ist auch nicht gerade besser geworden, wo der Roger auch noch angerufen hat, zum fragen, ob ich in dieser Nacht den Dienst im Büro übernehmen könnte. Scheiße. Ich fahre jetzt auf jeden Fall los. Shake it like a tambourine. Drop it like a submarine. Live it like a teenage dream. You better move. Die schnipsen einfach mit dem Finger und erwarten dann, dass du die ganze Nacht ohne zusätzliches Geld schaffst. Nicht die ganze Nacht. Am Eis werde ich abgelöst.
Wir wechseln uns unter den Neuen und den Trainees ab. Warum muss jemand überhaupt die ganze Nacht im Büro sein? Weil wir Kunden in anderen Zeitzonen haben. Und die sind dann gar nicht happy, wenn irgendwo die Kacke am Dampfen ist und dann nur das Bändchen kommt. Ich bin leise, wenn ich heimkomme, okay? Versprochen. Was hat eigentlich der Arzt gesagt? Besim. Ich rufe gerade morgen an und mache einen Termin. Versprochen. Move. Is now Tom Lee, head of research at Fundstrat Global Advisors and Fundstrat Capital CIO. Mittwoch, 23.10. Ich bin allein im Büro. Ich habe noch über das mit der Nora nachgedacht und ein bisschen gegoogelt. Vielleicht habe ich irgendetwas Neurologisches. Hey, shit. Bist du mich verarschen? Was reicht das? Hallo? Ist da jemand? Janik! Jetzt ist es 23.12. Jetzt ist schon wieder so etwas Komisches passiert. Jemand hat gerade den Drucker benutzt und etwas ausgedruckt. Es sieht aus wie ein Quellcode, aber es sind nur zufällige Zeichen, aber mit einem erkennbaren Wort dazwischen. Nämlich meinem Namen. Ich mache jetzt ein Foto. Einfach als Beweis. Was hat sie getan? Was hat sie getan? This guy was kind enough to save a kitten found on the side of the road. Oh no, it's a oh my god! I can't let you go. Oh my god. Hallo? 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 Jetzt nicht. Hallo? Ida? Besim. Ja. Genau so. Mach weiter. Ida? Ja. Ja, genau so macht das den Bethlehem. Für die verfluchte Scheiße, Mann! I need your arms around me. I need to feel your touch. Was ist denn los, verdammte Scheiße? Es ist jetzt 0:48 Uhr. Ich habe gerade einen Anruf gehabt. Von der mehreren Scheiß-Anrufe. Ida. Ich fahre jetzt heim. Okay. Auto, Mann. Wo ist mein scheiß Auto? Ich will verarschen, fuck! Wenn ich Ihnen helfen soll, dann müssen Sie zuerst mal aufhören, mich so anzuschreien. Aber mein Auto ist geklaut worden, Mann. Und es ist in diesem Parkhaus da gestanden. Ja, wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Können Sie bitte die Sicherheitskamera checken? Bitte. Ein weißer Skoda Octavia, okay? Okay. Der da. Ja, bitte für die Spur. Stopp, da. Aber das sind doch Sie? Nein! Sie sind da vor einer Stunde weggefahren. Aber das bin ich nicht! Ich stehe ja direkt vor Ihnen, sehen Sie mich nicht. Der sieht aber sehr wie Sie aus. Wenn Sie da einen auf Versicherungsbetrug machen wollen, dann müssen Sie sich schon etwas Besseres einfallen lassen. Taxi! Taxi! I need your arms around me. I need to feel your touch. I'm feeling kinda lonely and I really wanna. Nein, warten Sie den Rest. Ist gut, danke schön.
Zum Glück ist sie allein. Oh, du, das ist mega. Letzte Nacht. Einfach wow. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das müssen wir unbedingt wieder machen. Und was habe ich gemacht? Hör auf, dich dumm zu stellen. Warum haben wir das vorher noch nie gemacht? Also meinst du, dass wir Sex hatten? Du bist so blöd. Okay, es ist Donnerstagmorgen, 5:08 Uhr. Ich liege im Bett. Die Ida ist unter der Dusche. Wir haben anscheinend Sex gehabt. Oder sie hat Sex gehabt und ich. Und ich erinnere mich an gar nichts. Okay, danke, Bessie. Irgendjemand ist letzte Nacht mit deinem Auto vom Büro weggefahren. Das ist ein Fakt. Das Auto war vor dem Haus parkiert, wo du gestern heimgekommen bist. Auch ein Fakt. Weißt du das gesehen? Niemand. Ich habe nur eine Notiz für mich selber gemacht. Du schaffst zu viel. Ich nehme heute den Bus. Ich fahre dich gern. Du musst nicht 24/7 perfekt sein. Are you looking for a problem? Okay, es ist 8:24 Uhr. Die Ida ist gerade losgeschafft und... Willst du mich verarschen? Besim? Wer sind Sie? Ich glaube, du weißt, wer ich bin. Schau jetzt, hast du Sushi-Masse mitgenommen. Wie herzig. Hey, wer sind Sie, verdammt? Wir sehen genau gleich aus. Ich bin der, wo du eigentlich sein könntest, wenn du ein bisschen Selbstdisziplin hättest, härter arbeiten würdest und mehr Respekt vor dir selber hättest. Hey! Dann schauen wir doch mal, wie viel Gewicht du stemmen kannst, Besim. Ich schaff's nicht! Nimm sie weg! So schwach. Findest du, hast dein Leben verdient? Findest du, verdienst die da? Hast du zum Beispiel ein einziges Mal Sushi gemacht, so wie ich das gesehen habe, Besim? Hast du deine Chance gehabt? Und ich glaube, dass du es tief in dir drinnen genau gleich siehst. Nein! Hör auf! Hör doch auf! Das ist eben nichts. Nein! Du bist für nichts. Besim? Ja! Was? Wer? Das! Der! Das ist ein böser Doppelgänger! Nein, ich bin der wahre Besim! Der hat mich umbringen! Hey, Ida! Ich bin's! Ich bin der! Ruhe! Aber subito! Ida! Was machst du mit dem Sushi-Messer? Das gebe ich am echten Besim. Mir? Nein, mir. Und der echte Besim bringt den Freak um. Umbringen? Ja, fuck mit der Missgeburt. Aber ihr wollt wissen... Wer der echte Besim ist? Ganz einfach. Eine Prüfung. Eine Prüfung? Ja. Eine Frage. Eine Frage? Also, wenn du mit der Abschlachtung fertig bist, was machst du denn mit dem Sushi-Messer? Mit dem teuren Sushi-Messer, das du mir geschenkt hast und mir versprochen hast, mal Sushi machen damit. Du, sag. Also... Ja? Also... ich hab's dir ja geschenkt. Ich weiß ja, der Typ im Laden hat gesagt, auf keinen Fall. Also... Auf jeden Fall. Also... Jetzt sag schon. Ich tue es in die Abwaschmaschine. Und du? Was sagst du? Ich wasche es natürlich von Hand ab. In der Abwaschmaschine wird sofort... Stumpf werden. Genau. Du nimmst das Messer. Was? Merci, Schatz. Los, bring's jetzt zu Ende. Was? Aber Ida! Gern. Ida! Ich bin's! Hilfe! Nein! Nein! Ciao, Besim. Ida!
Ida! Was? Aber wie hast du gewusst? Wegen der Abwaschmaschine? Nein, deine Reaktion, als ich von Umbringen geredet habe. Der echte Besim könnte niemand töten. Ja, das stimmt. Aber jetzt musst du. Was? Oder willst du, dass er nochmal zurückkommt? Was? Also, aber... Ja, okay, sonst schlägst du es. Der andere Besim hat schon auch seine Vorzüge gehabt. Also gut. Ciao, Besim! What the fuck? Violetter Rauch? Gut gemacht. Aber das Messer hier, Ja? das wäschst du von Hand ab. Verstanden? Susanne, ist dir schon mal dein Doppelgänger begegnet? Oder deine Doppelgängerin? Also face to face noch nie, aber in meinem Leben sind mir bestimmt ein Dutzend Leute begegnet, die gesagt haben, sie haben mich schon gesehen. Also es scheint mehr als einen Doppelgänger von mir in der Welt zu geben. Also jetzt allgemein mal schon gesehen oder quasi, du warst doch letzte Woche auf dem Flohmarkt. Ja, also so ganz konkret nicht, aber so, dass sie sagen, du siehst aus wie, oder wir haben uns doch schon mal getroffen, aber das liegt da meistens in grauer Vorzeit. Also es war jetzt nicht wirklich so, dass es in meinem Dunstkreis, in meinem Lebensmittelpunkt jemand sagt, du warst heute Nachmittag schon mal hier und wir haben miteinander gesprochen. So konkret nicht, aber ich scheine, ich gehöre wahrscheinlich zu so einem netten Durchschnittswesen, das die Erde bevölkert. Wie so eine, wie so eine Tierrasse. Wiedererkennbar. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist sehr prosaisch ausgedruckt. Also unheimlich fandest du das dann nicht, wenn man dir sagt, Überhaupt guck, ich habe dich doch gestern gesehen. Nee. Nö, okay. bisschen enttäuschend, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Findest du das denn unheimlich? Hey, Doppelgängertum? Doch, ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen ein Floh ins Ohr gesetzt bekommen oder so einen Samen ins Hirn. Ich habe mal an der Uni, ich habe ein Austauschsemester gemacht in Florenz. Und da hatte ich so einen Kurs zum Doppelgänger der Literatur. Nicht nur Romantik? Es ist viel Romantik, natürlich, doch, ganz viel Romantik. Und da ging es aber auch so um andere quasi kulturelle oder so Legenden, Mythen. Und es gibt schon Kulturen, wo man sagt, in dem Moment, wo du deinem Doppelgänger begegnest, ist dein Tod nah. Das sei quasi ein Todesbote. Bis zu dann neurologischen Untersuchungen, die gucken, könnte sogar was wirklich dahinter sein, dass das Hirn sich da komisch verdrahtet, bevor dann es ganz auf einen Schlag gibt oder so, dass man sich selber begegnet. Das finde ich schon spannend und steckt natürlich auch immer drin, okay, es kann jeden nur einmal geben. Das, was du jetzt so locker gesagt hast, da gibt es halt noch 8 andere Susanne, das ist ja egal. Treffen wir uns zusammen. Eher dieses Bild, wenn es noch, wie auch in der Folge, jetzt noch einen zweiten Besim gibt, dann es bleibt nur Platz für einen von beiden. Ich kenne das ja eigentlich nur von E.T.A. Hoffmann und da ist der Doppelgänger ja wirklich so, dass der dann auch dich anspringt, ne? Dass er auf deinem Buckel sitzt und dich so quält. Und das fand ich in dieser Doppelgänger-Folge eigentlich ganz schön, dass die ja unterschiedlich sein wollen. Und eigentlich hätte Besim das auch als Optimierung annehmen können. Länger ausschlafen, eben nicht zu diesen blöden Pitches gehen, sondern mit dem anderen, der ja offensichtlich nichts dafür will, der nur im Moment lebt und das so genießt, hätte ihn dorthin schicken können. Ja, das stimmt, dass du recht. Der Doppelgänger macht ja auch alles, oder zumindest die Geschichte, dass die beiden sich sehr, sehr lange nicht treffen und ständig aus dem Weg gehen. Das ist ja auch, irgendwann hatte ich dann beim Hören auch eine gewisse Bewunderung dafür, wie gut die Logistik funktioniert, dass sie doch immer aneinander vorbeigehen. Oder? Das ist eigentlich schon spannend, dass das alles aufgeht bis zum Schluss. Aber sag mal, dann solche spooky-Elemente wie das Klingeln der Telefone, die Copy, die ankommt, das lässt sich ja nicht wirklich zu einer Geister-Doppelgänger-Geschichte zusammenfügen, oder? Naja, es ist dann schon irgendwo dann doch das Böse oder die Welt, die Besim was sagen möchte.
Dann kommt es halt per Fax oder per ausgedruckter E-Mail. Ja. Würde ich dann doch schon sagen. Bei E.T. Hoffmann finde ich noch ein gutes Stichwort. Meinst du da die Elixiere des Teufels? Mhm. Ja. Ich Vor allen Dingen, ja. Das kann ich wirklich nur allen da draußen ans Herz legen. Das ist so ein irres Buch. Ja. Wirklich. Ja. Ich kannte Hoffmann einfach vom Sandmann aus dem Schulunterricht. Das fand ich so okay. Katermoor hast du nie gelesen? Nee, lesen müssen? Aber Elixiere des Teufels ist nicht ganz dünn, aber auch nicht ganz dick. Aber einfach eine wahnsinnig irre Geschichte, wo dann überall Doppelgänger auftreten, wann sie quasi real sind und wann nicht, weil zum Teil merkt man dann immer weiter hinten doch, die sind irgendwie dann doch alle miteinander verwandt und es gibt auch einen ganzen abgedruckten Stammbaum in der kritischen Ausgabe, damit man es verstehen kann. Das hat so ganz viele Doppel- und Dreifachbödigkeiten. Irres Buch, sehr unterhaltsam zum Lesen. Mhm. Viel Spaß damit. Ich würde dich gerne kurz einen Verweis machen. Mhm. Ich habe eine Arte-Doku geschaut aus der Reihe 42, die Antwort auf fast alles. Und da geht es darum, ob alle Menschen Doppelgänger haben. Aha, also gibt real. Es eine Theorie? Da gibt es eine Antwort darauf. Und vor allem, was eigentlich einen Doppelgänger ausmacht, was du vorher gesagt hast, Allerweltsgesicht oder nicht. Auch so Fragen, wenn ich jetzt zwei Menschen habe, die sich extrem ähnlich sehen oder extrem ähnlich wirken, denke ich, eher was mit einer Wirkung zu tun. Zum Teil 1000 Kilometer voneinander entfernt leben, gar nicht verwandt sind die sich aber genetisch ähnlich. All solche Fragen kommt da drin vor. Und was macht es eigentlich aus, dass wir Leute als Doppelgänger wahrnehmen? Das ist zum Beispiel, also so eine Forschung wird bestimmt durch KI wahnsinnig vorangetrieben, weil du zum ersten Mal überhaupt, du hast jetzt diese 1000 Kilometer Distanz beschrieben, dass du sowas problemloser überwinden kannst. Überhaupt Datensätze, Gesichter zu vergleichen, alles abzuscannen. Vielleicht haben wir ja wirklich alle mehrere Doppelgänger. Ich habe gar kein Allerweltsgesicht. Na, das sowieso nicht. Ja, sie bringt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ein Beispiel von zwei Frauen, eine Französin und eine Deutschen, eben Arte, die sie eigentlich nicht direkt kennen, aber über 3 Ecken doch und gemeinsam bekannt haben immer gesagt, hey, ihr seht euch so ähnlich, ihr seid euch so gleich. Und dann treffen sie aufeinander und da geht halt die Kamera mit. Dann ist eben schon die Frage, so wahnsinnig ähnlich sehen sie sich dann gar nicht. Aber irgendwie versteht man dann doch, je länger sie miteinander reden, was sie ausmacht und die befreunden sich dann auch. Ist wirklich hübsch. Ist wirklich noch ganz spannend. Eine gute halbe Stunde kann ich nur empfehlen. Wohnen Sie jetzt schon zusammen? Du verschmelzen immer mehr. Ich verlinke es in den Shownotes. Doppelgänger, ich habe das ja bei der BESIM-Folge, also erstmal fand ich es eine geile Ansage, du bringst dich selber um, weil ich war als ich es zum ersten Mal gelesen habe, wirklich gespannt, wie ihr das auflöst. Und was mir vor allen Dingen daran gefallen hat, ist ein Trend, den man ja jetzt auch beobachten kann. Ich habe das gar nicht so sehr als zweimal gesehen, sondern diesen Optimierungsgedanken, weil dieser BESIM 2.0 ja wirklich auch sagt, ich kann alles besser, ich bin schneller, ich bin lauter, ich bin besser im Bett. Und das habe ich... Das finde ich so sehr in der, ich sag jetzt mal, männlichen Welt, gibt es natürlich auch bei Frauen, aber gerade bei Männern, finde ich, spielt das so viel mit rein. Also wie auch mein 15-jähriger Sohn, die gehen alle ins Fitnessstudio. Du hast so viele Videos, wie Menschen sich für den Extremfall präparieren, ja, dass du Survival-Training machst und dass du diese Körperbeherrschung hast, dass du gesund lebst, dass du Schadstoffe draußen hältst. Und das fand ich dann für BESIM einen schönen Kontrast, weil der ja irgendwie noch mit diesen 90er-Jahre-Grunge, Bierdose und Chill mal, ist er ja bis jetzt ganz gut gefahren, oder? So als Typ fand man den ja eigentlich, findet man den ja so ganz lässig und cool. Mir geht's zumindest so. Und da fand ich das echt eine Herausforderung, die ihn zum Schwitzen bringt, wenn du jemanden dagegen stellst, der alles einfach top-notch, bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern Potenz hoch 10 besser macht. Total. Also, ich finde, an dem spannend, ich finde, du hast völlig recht. Es gibt ja diesen krassen Hang zur Selbstoptimierung. Und gleichzeitig, ich finde trotzdem das auch ein Stück weit, ich kann da sogar andocken an die Frage, hey, was ja ein BESIMs Doppelgänger dann auch sagt, hey, du weißt doch selber, du hättest es eigentlich besser machen können. Also ja schon die Frage am Abend, wenn man jetzt durch ist, macht man den Effort, nimmt noch ein Buch in die Hand oder knallt man sich vom Fernseher? Also ich selber auch. Weißt du, was ich meine? Ja, aber du siehst das schon wieder, finde ich, sehr klein und sehr im persönlichen, im persönlichen Rahmen. Du denkst nicht in der Elon Musk-Welle. Ich denke jetzt gerade nicht in der Elon Musk-Welle, aber da bin ich vielleicht auch selber auf zum Mars, ja. Vielleicht habe ich es da mir auch schon zu eigen gemacht, aber ich finde es schon immer eine Frage, wie viel Effort bringt man selber rein in die Sachen, wann ist mal Entspannung gut und wie sieht eine gute Entspannung aus? Also vielleicht würde es ihm auch gut tun, wenn er mal Sushi machen würde, anstatt eine Tiefkühlpizza zu verbrennen. Wäre ja auch
eine Möglichkeit. Du Ja. guckst mich sehr kritisch an. Nein, ja, weil ich wirklich BSIM 2.0 ein bisschen anders gelesen habe. Ja. Also da geht es wirklich darum. Die Verkörperung. Ja, wir setzen 10 Kinder in die Welt. Wir werden im Beruf immer das Beste geben. Es hat sowas, einen ganz stark darwinistischen Ansatz und eben nicht die Entscheidung, lese ich heute Abend noch was. Da hast du oder völlig recht. Und mach halt ich, immer performen. Genau. Und wenn man lesen würde, dann auch nur, um sich das Hirn noch weiter zu bereichern und nicht Ja. einfach, weil eine Lektüre einen Eigenwert hat. Das hast du aber, finde ich, durchaus ja auch in der Musik gemacht. Du hast ja die Regie geführt bei dem Hörspiel. Ich finde es jetzt auch anders als die anderen Folgen Grauen, die wir gehört haben in der Staffel. Also du hast ja ganz viele Lieder reingebracht. Ich habe zumindest versucht, diese Tech-Bro-Welt ein bisschen reinzubringen. Also ganz leicht hat man das auch in dieser Arbeitswelt von BSIM immer, wenn wir im Büro sind. Die Lifte sind ein bisschen wie ein Spaceship und Kaffeemaschine macht auch so ein bisschen futuristische Geräusche. Und Stimmt, bei der Kaffeemaschine habe ich auch gedacht, da bin ich hängen geblieben. Was ist das für eine Kaffeemaschine? Ja, das ist so ein bisschen Black Mirror-Gedanke dahinter. Vielleicht klappt es bei dem anderen. Es stört ja auch nicht, wenn man das nicht so. Gar nicht, ne? Aber so ein bisschen der Versuch zu sagen, wenn der in dieser Arbeitswelt ist, die sind schon auf einem High-Level. Also Roger und Co., die können dort schon was liefern. Und von der Musik her habe ich halt gedacht, wenn BSIM 2.0 so ein bisschen aus dieser Tech-Bro-Welt kommt, habe ich halt geguckt, was für Musik würde dazu passen. Also ich habe vom Lukas Fretz quasi 3 Tracks bekommen. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber das ist dann jeweils sind das 14 Spuren, die man auch einzeln einsetzen kann. Also schon eine große Fläche. Und er hat auch sehr elektronisch und mit sowas Treibenden gearbeitet. Und dann habe ich quasi angefangen, über die Algorithmen auf diversen Streaming-Plattformen und sowas dann mal zu schauen, was könnte denn Elon Musk oder sowas hören. Klar fällt ihm dann Grimes, wenn dir das was sagt. Das ist eine seiner Ex-Frauen, genau. Die aber eigentlich also ich kenne vor ein bisschen die früheren Sachen. Ja. Das ist so völlig anti-Elon Musk eigentlich. Aber jetzt ist es halt I Wanna Be Software. Ich kenne jetzt gerade von ihr auch so Alben, die hat in Montreal da viel gemacht, so alleine mit GarageBand aufgenommen, ganzes Album, also sehr handgemacht und quasi wie Bruce Springsteen für Nebraska, alleine im Hotelzimmer. Ich finde, das hatte sie zumindest früher auch stark. Tja, die hat sich halt auch optimiert. Und diese Songs, die dort sind, das ist alles so, also ich habe zum Beispiel auch die Musik genommen, wo Musk diese Kettensäge bekommt, die im Hintergrund läuft. Und wenn du da anfängst, das mal bei Spotify oder so zu suchen, was der Algorithmus dir noch gibt, das sind alles so, man weiß gar nicht, ob das nicht schon alles KI generiert ist, aber das sind so Gebrauchsmusiken für deine Power-Videos. Ja? Also wenn du ein YouTube-Video machst mit deinem Extrembergsteiger oder auf deinem Motorboot und sowas, dann oder beim kannst du dort Krafttraining Musik kaufen, genau, und hinterlegen. Und so hat sich quasi immer nur als Trenner wollte ich da Tempo reinbringen und habe die so dazwischen geschnitten. Und die sind ja auch alle immer Call to Action. Das ist immer nur Move oder Run oder ja. BSIM sollte echt ein bisschen Stress haben. Das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Und wie hast du die dann verbunden mit den Tracks, die vom Komponisten von Lukas Fretz kamen? Ich habe hier ganz harte Schnitte gemacht. Okay. Hier habe ich immer nur gehackt. Da ist fast überhaupt nichts verflossen. Also die Musik vom Lukas liegt quasi immer unter den Szenen und die käufliche Musik, die habe ich einfach als Trenner dazwischen gehackt und knallhart. Das war für mich mal richtig neu, weil ich sonst immer eigentlich suche, zu verflechten oder mit einzelnen Akzenten zu setzen und dann Sachen auslaufen zu lassen. Aber hier einfach Cut, fertig, bumm. Es geht. Es geht? Ja. Cut, fertig, bumm, das sind wir beim Sushi-Messer. Ja. Das habt ihr aus Vijay Kumar. Nein. Da kommt aber auch das Sushi-Messer vor. Ah ja? Ja. Also, muss ja sagen, das ist wieder eine Vorlage von Robert Ness, die wir haben, wie schon bei der ersten Folge in der Prophezeiung, wo die junge Frau in der Badewanne ertränkt wurde. Hier, diese Doppelgängerfolge hat er auch geschrieben fürs norwegische Radio, selber inszeniert, auch eine Gruselgeschichte. Wir mussten sie natürlich adaptieren, damit es in die ganze Reihe reinpasst mit unseren Prophezeiungen. Die gab es natürlich nicht da. Dann auch genau mit dem, da kam eigentlich auch die Idee her, dass die Prophezeiung für BSIM ist, er bringt sich selber um, was ja ein Stück weit stimmt, weil er seinen Doppelgänger umbringt. Da war dann halt die Frage, wie, das haben dann durchaus Simon und ich gemacht. Das mit dem Sushi-Messer kam tatsächlich von mir. Einfach einerseits natürlich, weil ein Sushi-Messer sehr scharf ist. Also man kann damit wirklich Leute extrem stark verletzen, schlimm verletzen, tödlich verletzen. Ich musste einfach dran denken, ich habe einen guten Freund, Patrick, der in Finnland wohnt, auch Autor, Grafiker. Und der legt immer sehr Wert auf seine
Messer, seine sehr scharfen japanischen Messer. Und die hat mir einfach davon nochmal berichtet, wie er andere Leute zu Gast hat. Ich glaube irgendwie den Schwager oder so, der ihn belehrt hat, er solle doch bitte nicht die Holzlöffel in die Geschirrspülmaschine tun, weil die Holzlöffel dann kaputt gehen. Und dafür hat dann dieser Gast Patrick Sushi-Messer in den Geschirrspüler getan. Und der hat mir das mit einer Empörung erzählt. Das ist wirklich extrem lustig. Verstehe ich. Wir hatten bei den Vijay Kuma-Aufnahmen auch die Diskussion, weil da sagt Vijay, da fehlt ein Sushi-Messer im Messerblock. Und der Aufschrei während der Probe, nein, niemals würde man ein Sushi-Messer in einen Messerblock stecken. Das hat natürlich ein Etui. In eine Schatulle. Ja, genau. Wird in einer Sänfte hin und her getragen. Genau, und so kam das dann hier hin. Mir gefällt ihm auch die Auflösung tatsächlich ganz gut, dass bei aller Optimierung man dann eben doch nicht den Tech Pro möchte, als Freund, als Partner. Ja, ich glaube, sie hat schon ein bisschen geschwankt. Also ja, klar. Und ich finde, auch in der Gegenüberstellung, Besim 2.0 ist jetzt wirklich Dashmi Ristemi, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Er hat gesagt, hey, die Stimme, klar ist der tiefer gegangen, aber das war auch, weil der eine andere, der hat sich einen anderen Besim vorgestellt und es kam eine andere Stimme raus. Und ich finde, Besim 1, wie wir ihn dann genannt haben, oder Besim Normal, wirkt schon sehr, sehr schwach dagegen. Also ich war mir nicht ganz so sicher, wem sie das Messer gibt. Oder wer aber am Schluss, ja. Umso besser, umso besser. Ja. Nein, das ist tatsächlich spannend. Das hatte ich mich vorm Hören gefragt, wie ihr das machen würdet, ob er ihm dann einen Effekt gibt, Besim 2.0. Und habe dann auch gedacht, nein, ich höre keinen Effekt, aber wirklich überhaupt nicht nötig. Da reicht einfach die andere Haltung, die der Schauspieler dann da umsetzt. Man weiß, wer da gerade spricht. Ja, oder? Noch ein bisschen getrennt im Panorama und dann kriegst du einfach, also das ist ja jetzt auch nicht so verwirrend. Die haben so unterschiedliche Argumente und Auftrittsweise. Ja, dachten wir auch, das setzt sich deutlich genug voneinander ab. Gut. Morgen ist dann wirklich Halloween. Das heißt, da gibt es das Finale unserer neuen grauen Staffel. Wir rechnen mal nach. 4 Freunde sind's und dann noch die Prophezeiung, die Folge mit eingerechnet mit Lena. Da bleibt eigentlich nur noch Steffi übrig. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.